So, was steht auf dem Programm, Jungs? Boah, Retalk, aber eigentlich geil, dass wir kochen, weil ist was anderes wie die ganze Zeit nur Craft Attack. Ich glaube, ich kann das gut gebrauchen. Seit Hui weg ist, geht's mit dir bergab. Ich glaube, das liegt nicht daran, dass Hui weg ist. Es liegt einfach daran, dass ich komplett tot bin. Alright, Jungs, wir müssen dieses Chicken heute machen. Das auf jeden Fall, aber was? Wenn ihr mich ganz kurz fragen würdet, würde ich sagen, Reis mit Hähnchen. Wenn ihr mich ein bisschen länger fragen würdet, würde ich sagen, Wraps. Deswegen, ja, also wir haben Hähnchen und wir haben eine Zwiebel. Das war's. Mehr haben wir hier nicht mehr. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen Reis mit Hähnchen, oder? Bro, wir haben legit nichts mehr. Und ich kann auch nicht einkaufen, ich muss zocken. Ich muss grinden. Ja, so, dann waschen wir mal Reis. Hast du noch Gemüse? Nee, ich hab nichts. Ich hab legit nichts. Also wir haben überhaupt kein Gemüse. Oder lagert man Gemüse noch irgendwo anders als Kühlschrank? Also ich sehe hier nur noch eine Kiwi. Ja, und das war's. Also sonst ist hier legit nichts mehr drin, was Gemüse angeht. Also das. Ja, okay. Okay, das hier, aber Retalk, das wird in meinem Gehirn nicht angezeigt. Ich weiß, das ist Spargel, glaube ich. Aber das zeigt mein Gehirn mir nicht an. Das ist für mich nicht. Das ist wie in einem Spiel, das ist irgendwas, was man noch nicht erlernt hat. Alright, Reis waschen. Yalla. Vor allem guter Spargel ist easy zu machen. Ja, nee, kein Spargel für mich, geht nicht. Boah, ich liebe Reis. Ich liebe Reis waschen. Guck mal, man sieht so richtig, dass es was bringt, das zu waschen. Alter. Apropos Reis. Nächstes Jahr. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Oh mein Gott, das kann ich jetzt nicht sagen. Nee, egal. Japan, ja. Also ich bin, glaube ich, auf jeden Fall safe nächstes Jahr in Japan. 100%. Weil, actually, mich hat ein anderer Streamer influenced. Und zwar Roat. Roat hat mich influenced, doch wieder in Japan zu streamen. Digga, ich finde die Idee, die er hatte, überkrass. Einfach in ein Internetcafé zu gehen und da zu streamen. Weil, also, du hast einen geilen PC, du kannst reden, du hast geiles Internet. Digga, tamam. Also wirklich geil, übergeile Idee fand ich. Ich mach das auch einfach da. Ich gehe einfach abends ins Internetcafé und yalla. Also, das ist doch perfekt. Digga, der hat sogar Ray getroffen, habe ich gesehen. Bro, Ray von Kaisernet, das ist verrückt. Warum trifft er den in Japan? Sicher geilen PC? Doch, Digga, das ist ein Internetcafé, Bro. Also, guck mal, das ist ein Internetcafé in Japan. Das ist kein Internetcafé in Deutschland. Das ist ein Internetcafé in Japan. Japan nimmt ihre Sachen sehr ernst, die sie da machen. Ist nicht so wie in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Internetcafé in Deutschland gibt, wo irgendwie PC-Arschritze, Digga, Internet, keine Ahnung, hast du 0,1 Upload, 0,1 Download. Dann ist da alles verschimmelt. Scheiße. Checkt ihr? Warte mal, ich brauch gar keinen Sud. Aber was mache ich mit diesem großen Topf? Bin ich dumm? What the freaky skibidi? Hier kochen lassen. Boom. Boom. Zack. Und fertig. Ich mach meinen Reis da rein. Mann, warum kann man denn keine kleinen Töpfe? Ich hasse Induktion. Wirklich. Ganz kurzer Lifehack an euch. Wenn ihr Induktion irgendwie die Möglichkeit habt, also bitte macht keine Induktionsherd. Das ist wirklich die größte Scheiße. Ich hasse es. Induktionsherd ist einfach die größte Scheiße. Wirklich. Macht es nicht. Wenn ihr irgendwie Induktionsherd in Überlegung seid, das sind diese Herz, wo das nur warm wird, wenn da Metall dran ist. Bro, größte Scheiße auf der ganzen Welt. Nenn mir einen Grund, warum es geil ist, außer dass es schnell warm wird. Nenn mir einen Grund. Digga, da warte ich lieber eine Minute länger, dass es warm ist. Bro, wenn da nur eine Mini-Sache... Guck mal, erstens, ich kann meinen Topf nicht da hinstellen. Warum? Warum kann ich das nicht machen? Zweitens, wenn da ein bisschen sowas übersprudelt, was ja mal passiert, und da ist Wasser zwischen Topf und Herd, dann funktioniert gar nichts mehr. Geht einfach nicht mehr. Ist einfach kaputt. Musst du alles trocken machen, bla bla bla. Scheiße. Einfach scheiße. Versteht ihr? Wurdet ihr schon mal von einem Gemüse verletzt? Ich wurde schon mal von Salat. Grüner Salat. Grüner Salat bei einem Döner. Ich hatte Lebensmittelvergiftung, lag 2 Tage knockt im Bett und hab die No Food Challenge Duo Version verpasst. Das hat mir Salat angetan. So, und jetzt pass auf, jetzt mache ich wieder den schnellen. Obwohl, nee, nicht bei Zwiebeln. Und bei Zwiebeln habe ich jetzt was Neues gelernt, pass auf. Man schneidet das nicht komplett durch. Man schneidet das hier so. Man schneidet das so an, damit man jetzt so machen kann. Zack. Checkt ihr. Und jetzt ist das so. Jetzt machen wir einmal noch den hier. Und bumm, es sind Würfel. Okay, alles klar, zack, ja. Also wirklich jetzt, ich hab, so langsam habe ich Lust an Kochen gefunden. Und ich hab Bock, so Koch-Content zu machen. Wie Krankrafter oder so. Real Talk, Kochen bockt eigentlich. Ich gucke mir auch voll gerne Kochvideos an.
Oder aua, Digga, nichts passiert. Ich glaube, ich habe einfach nur meinen Fingernagel getroffen. Nichts passiert. Ich habe meinen Fingernagel, Digga, Fingernagel hat mir so oft das Leben gerettet. Bro, ich habe mir so oft schon einen Fingernagel einfach reingeschnitten. Nichts passiert, legit. Hier gar nichts. Überhaupt nichts passiert. Ich habe nur hier einmal mich reingeschnitten, da, aber nichts passiert. All gut. Digga, Retalk, ich glaube, ich mach alle Hähnchen. Digga, alles ist hier voller. Bruder, überall am Tisch liegen jetzt Salmonellen. Ich glaube, ich mach ganze Hähnchen und da habe ich für heute Abend auch. Checkt ihr? Fuck, was mache ich? Bro, ich leg das Hähnchen gerade auf die Zwiebeln. Aber ich kann das doch nicht beides gleichzeitig braten. Fuck. Oh nein, mein Reis. Nein. Du darfst nicht überkippen, sonst funktioniert der scheiß Herd wieder nicht. Bitte geh runter, bitte. Da kommt das Aroma direkt rüber geschwommen. Nein, das sprudelt so ein bisschen. Oh, fuck. Was nehme ich für eine Pfanne? Die hier. Ich bin nicht der Ratatouille-Koch gerade. Es funktioniert schon wieder nicht. Bro, guck mal, es ist nicht mal was runtergetropft, es funktioniert nicht. Induktion ist scheiße. Gib's doch einfach zu. Okay, ich mach Fleisch rein. Gib mir Olivenöl. Nein, bitte, Mann, warum sprudelt das so? Ich habe das auf 5 gemacht. Die runter habe ich schon. So. Scheiße, ich habe das ganze Fleisch. Fuck. Mach weniger Wasser in den Topf. Nein. Oh, ich freue mich so drauf. Oh mein Gott, Digga. Oh, das riecht. Oh ja. Ohne Pfeffer und Salz muss man das jetzt schon drauf machen? Oder ich immer als Steak muss man danach, hier muss man davor. Bruder, ich versteh's nicht. Aber ich mach drauf. Oh, ich sag Maggi Sagi direkt auch drauf. Maggi Sagi. Boom. Drauf spritzen. Jetzt noch Knobi Lori. Hier, Knobi Lori, boom. Auch drauf. So, jetzt noch hier das hier. Zwiebel Mibi. Boom. Geil. Schön alles reingeballert. Boah. Das hat jede Farbe der Welt gerade. Ich hoffe, das ist gut. Wie viel, Bro? Digga, wisst ihr was? Ich mach auch noch das hier drauf. An die ganzen Schweizer, hier. Ihr seid die Goats. Das ist verrücktes Zeug. Aromat. Digga, ich habe das einmal drauf gemacht, hab das noch nie benutzt, hab das geschenkt bekommen von einem Viewer. Bro, das ist crazy. Ich weiß noch nicht, wie schädlich das ist. Oder ob das überhaupt schädlich ist, ich habe keine Ahnung. Aber das ist wirklich krass. Seit wann kannst du kochen? Mann, Digga, ich bin kein Loser, der gar nichts kann. Ich kann kochen. Guck mal, Leute denken, ich kann gar nichts. Und wenn die dann was sehen, was ich kann, sind die auf einmal überrascht. Und das ist irgendwie ein Vorteil, irgendwie auch nicht. Versteht ihr? So, wie machen wir die Soße? Ich habe keine Sahne, by the way. Tomatensoße? Nein, nicht Tomaten, oder? Chicken mit Tomaten? Also, was ich immer reinmache ist... Ja, Retalk, lass das einmal machen. Ich mach griechischer Joghurt, hier Aloe, also Knoblauchsoße, bisschen Zitronimoni, dann ganz viele Sachen rein noch, so Salz, Pfeffer, Shit. Und das war's. So ein Schuss Mandelmilch. Das mache ich immer drauf. Ich glaube, das ballert. Mit den Zwiebeln und das Ananas könnte das krass werden. Oh, guckt euch das Reis an. Oh, wow. Auch schon geil. Warte, ich mach mal Taste kurz. Ja, perfekt. Geil. Okay, ich mach die Zwiebeln rein. Jalla. Habe ich der Reis gesagt? Wie heißt das? Das Reis? Die Reis? Oh Gott, Digga, die Zwiebel hier ist überhaupt nicht geschnitten. Mann, und der scheiß Topf geht schon wieder nicht. Den Reis? Ja, leck meinen Arsch. Okay, ich würd den Reis, glaube ich, rausnehmen. So, und weil ich immer alleine koche, die Technik. Ihr halt hier mit rechter Hand, okay? Dann geht ihr gleichzeitig mit der rechten Hand hier in den Topf und macht einfach so. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob der Reis schon gut ist, aber das passt schon. So, und dann könnt ihr hier weitermachen ohne Probleme. So, jetzt nochmal würzen, aber diesmal grobe Salz. Jetzt wieder diese hier Pfeffer. Da habe ich nirgendwo so. Komm, ich mach ein bisschen Paprika. Paprika Powder Stärk. Für die Schärfe. Checkt ihr? So. Und jetzt kommt die Soße. Glaube ich. Ah ne, ich lass noch braten ein bisschen, glaube ich. Mann, das ist gar nicht so geil. Ich will, dass das so richtig crispy ist. Ich will so richtig crispy Chicken, Mann. Ich krieg das nie hin. Dass das so richtig angebraten ist. Mann, warum wird das nicht... Ich will, dass das richtig sich festbrät. Warum brät sich das nicht fest? Fürs Knusprige musst du Zwiebeln und Hähnchen separat anbraten. Ah, okay, check. Und da mache ich jetzt die Soße. Also, pass auf. Einfach Joghurtsoße drauf. Boom, boom, boom. So, dann diese Knoblauchsoße, yalla. Braucht man nicht sparen. Hier, yalla. So, zack. Dann Zitronensaft.
Eine ganz kleine Prise, so. Bisschen Milch. So, bisschen Milch. Zack. Dann Gewürze nochmal. Zack. Und jetzt umrühren. Ist das nicht geil? Sagt es mir. Bruder, sieht das nicht geil? Alter, das riecht auch krass. Holy shit. Boah. Ja, doch, das riecht krass. Nee, doch, das ist crazy. Jetzt noch ein bisschen anbraten nochmal. Das ist verrückt, sage ich. Guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Real Talk. Tomatenmark? Nein. Ich sag, das ist... Ich bin sogar... Real Talk, ich würde sagen, ich werde immer besser, ne? Also ich würde sagen, dass das... Ne, ich habe das schon oft gesagt und ich wurde sehr oft enttäuscht. Aber ich würde sagen, dass das beste Hähnchen mit Reis jetzt wird, was ich jemals gekocht habe. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Wir testen gleich. Aber ich würde sagen schon. Junge, ich sag, das ist perfekt geworden. Real Talk. Das ist genau so, wie ich es wollte. Genau so. Das wird verrückt jetzt. Bro, während Craft Attack, warum habe ich mir auf einmal so viel Mühe gegeben? Ich wollte eigentlich ganz schnell kochen. Alright, wenn man zuerst Reis, morgen dann wieder Krankenhaus, weil Fleisch nicht durch ist. Digga, also wenn das Fleisch nicht durch ist, Bro, dann ziehe ich mich legit nackt aus und mache Helikopter mit meinem Schwanz on Stream. Also Bruder, ich habe das so lange gebraten. Das muss durch sein. Okay, Reis. Komm rein damit. Ich sag sogar Reis perfekt. Perfekt gemischt. Boom. Und jetzt kommt die Special Sauce. Es ist perfekt. Es ist legit perfekt. Es ist wow. Wow, es ist legit komplett perfekt. Digga, das wird ein Schmaus. Ihr checkt nicht. Boah, geil. Holy shit. Guckt euch das an. Sieht das nicht geil aus? Alright, das war's. Fertig gekocht. Und wir gehen in die Zentrale. Dann wollen wir mal. Komm, das muss krass sein. Taste, boah, ich hab so richtig Fadenfleisch, Bro. Okay. Taste check. Geil. Schmeckt legit doch einfach gar nichts. So ganz bisschen. Digga, Junge, jedes Mal denke ich habe viel zu viel Gewürze reingemacht und am Ende ist es doch nichts. Alter, ist das scheiße.